Heute zeige ich dir mein neuestes kleines Fotoprojekt und auch noch gerade, wie ich die Idee habe gefunden und wie ich das etwa die auch noch mache. Vielleicht kennst du die Seite Pinterest. Die brauche ich nämlich regelmässig für Ideen zu suchen und abzulegen. Und zwar, wenn du die Seite nicht kennst, schau dir das mal an. Das ist eine Seite eigentlich mit ganz vielen Informationen, die man speichern kann. Und ich habe da zum Beispiel so eine Pinnwand gemacht mit ganz vielen Ideen zum Thema Kaffeefotografie. Einige von denen werden dir vielleicht schon bekannt vorkommen. Und eine Idee, die ich da habe gesehen, es gibt ja auch immer wieder so Vorschläge, das sehen wir zum Beispiel hier unten, vielleicht finden wir da noch irgendetwas Neues, Interessantes heute. Eine Idee ist das Bild von dieser Spritze da mit Kaffeebohnen drinnen, wo unten ein Tropfen Kaffee rauskommt. Das hat mich interessant gedünkt und hat mich gerade inspiriert zu einem Foto. Was ich genau gemacht habe und wie mein Resultat ist rausgekommen, das zeige ich dir, wenn du dran bleibst. Denen, die nicht das erste Mal bei einem Video von mir dabei sind, kommt der Aufbau wahrscheinlich bekannt vor. Wir haben angefangen, oder ich habe angefangen hier in der Mitte mit so einer Halterung, mit einer Klemme, wo ich meine Spritze habe eingeklemmt, an der Nadel, so ausgerichtet, dass man da die Beschriftung von der Kamera aus lesen kann. Ich habe hinten und auf der Seite abdunkelt, damit ich da kein störendes Licht und keine Reflexionen in meiner Spritze innen habe. Ich gehe davon aus, die reagiert ähnlich wie Glas. Und links und rechts habe ich hinter weissem Papier meine bereits bekannten LED-Panels, die kleinen, aufgestellt. Weiss, und mit denen wollte ich eigentlich meine Spritze beleuchten. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt, wenn ich mein Videolicht wegnehme und meine weißen LEDs einschalte. Das ist die Idee von meinem Aufbau. Ihr seht, die Spritze ist von der Seite beleuchtet, hat einen schwarzen Hintergrund und der nächste Schritt wird jetzt sein, Bohnen reinzutun und Kaffee. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht auf einmal geht, dass ich eventuell ein Bild machen muss, nur mit den Bohnen und eins mit dem Kaffee und mit dem Tropfen. Das wird sicher die grösste Herausforderung, der Tropf, dass der bleibt und gross genug ist. Eventuell schaffe ich es mit einem Bild, je nachdem muss ich dann 2 oder 3 Bilder zusammenbauen in Photoshop. Das finden wir raus beim nächsten Schritt. Ich habe die Bohnen in meiner Spritze innen platziert. Die ist wieder mit der Klemme da aufrecht und genau ausgerichtet auf meine Kamera vor dem schwarzen Hintergrund aufgestellt. Ich schalte also jetzt meine Seitenlichter ein und gleichzeitig die Videoleuchten aus. Und dann sehen wir einmal, ob das etwas wird. Genau, das sieht doch wunderbar aus. Die Bohnen sind eher ein bisschen dunkel. Das Problem ist aber, wenn ich meine Lichter weiter vornehme, ich kann euch das gerne mal zeigen, dann habe ich einfach viel eine grössere Reflexion nachher in der Spritze in. Ich sehe zwar die Bohnen besser, aber dafür reflektiert es und gibt eigentlich weisse Reflexionen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden,
dass ich das Licht eher von hinten kommen und dann in der Nachbearbeitung wahrscheinlich die Bohnen ein bisschen müssen aufhauen. Und dann mache ich so doch mal ein paar erste Bilder. Sehr gut. Der nächste Schritt ist, den Kaffee noch einzubauen. Hey, wie man sieht, den Tropfen gibt es gerade schon automatisch, also nicht lange warten. Video Licht aus. Und schauen, ob wir den auch mit unserer Kamera hier festhalten können. Jetzt muss ich aber eindeutig mehr Licht von vorne haben, weil der und auch ein bisschen von weiter unten habe ich das Gefühl. Weil der Tropfen ist nicht sichtbar. So. Dann gehen wir doch mal vor den Computer und schauen mal an, was da dabei ist rausgekommen. So, hier in Lightroom habe ich jetzt die Bilder mal aufgetan und habe die 3 Bilder ausgewählt, die mir am besten gefallen. Bild Nummer 1, hier gefällt mir vor allem oben die Helligkeit von Spritzen. Das ist tipptopp. Dann habe ich ein zweites Bild ausgewählt, hier, wo man durch die andere Beleuchtung die Bohnen ein bisschen besser erkennen kann, hier in der Mitte. Und ich habe noch ein drittes, und da finde ich vor allem die Spitze von Spritzen super und der Tropf ist schön hell. Die 3 Bilder markiere ich über Bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. Müssen wir dann kurz warten, bis das da gerechnet hat. Und das Ziel wird dann sein, von jeder Spritze einfach nur den Teil zu nehmen, der mir am besten gefällt. Müssen wir kurz warten, aber es ist gerade so weit. Genau. So, hier oben ist der Hautteil gut und jetzt möchten wir hier gerne die Bohnen drüber nehmen. Dann nehme ich die zweite Ebene oben dran, tue zuerst die Deckkraft von dieser Ebene reduzieren, so dass ich die beiden Ebenen schön aufeinander ausrichten kann, falls es nicht genau stimmen. So, das sieht gut aus. Deckkraft wieder auf 100% erhöhen. Jetzt machen wir da eine Ebenenmaske und die tun wir schwarz machen. Invertieren, Ctrl-I, falls die weiss ist. Und jetzt können wir mit einem weißen Pinsel einfach da in diesem oberen Bereich den Teil von der Spritze reinmalen, wo wir am Schluss wollen. Da einfach schön drüber malen. Ich mache jetzt das relativ zackig da. So, drüber malen. Ich habe dann eine Version, wo ich mir ein bisschen mehr Mühe habe gegeben, dass ihr seht, wie das genau funktioniert hat. So, dann machen wir das Gleiche mit der dritten Ebene. Auch die nehmen wir wieder auf. Wir reduzieren die Kraft reduzieren, schauen, dass wir da sehen, was wir brauchen. Die schauen, dass die zwei Spritzen schön aufeinander abgestimmt sind. Das ist hier der Fall. Dann gehen wir auch da mit der Deckkraft wieder auf 100%. Machen eine Ebenenmaske. Die müssen wir ebenfalls noch umdrehen. Die wieder mit unserem weißen Pinsel jetzt hier im unteren Bereich der Hautteil reinmalen. Und da habe ich jetzt gerade sogar noch das Glück, dass wir da schön die ganze Spritze haben. Sonst könnten wir ergänzen. Und das Letzte, was wir noch machen müssen, jetzt nicht, schauen, dass wir nicht in der Ebenenmaske sind, sondern da in der sichtbaren Ebene. Dann können wir jetzt da noch den Greifarm entfernen. So, zum Beispiel da Schritt für Schritt. Auch das mache ich jetzt hier relativ schnell. Was danach ist, da müsste ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Ich sehe jetzt da, der Hintergrund ist ein bisschen heller. Das müsste ich noch raus korrigieren in der Ebenenmaske. Aber am Schluss habe ich dann hier eigentlich meine komplette Spritze. Die tue ich speichern. Und dann sieht das
so aus. Da hier, das ist meine bearbeitete Version. Oben schön hell. Hier sehen wir die Bohnen und unten der Spitz mit dem Tropfen. Wenn wir das wollen, können wir jetzt zum Beispiel da noch eine Schrift einfügen. Oder wir können das Bild hier umdrehen. Und dann ist das Ganze fertig. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Ihr könnt nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert hat. Viel Spass beim Fotografieren und Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und Röstli beim Kaffee.